Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Fall zu Fall. Heute schwätzen wir über die Responsabilität, die Verantwortlichkeit. Alle Menschen sind verantwortlich für das, was man am Leben so möchte, gell, Karin? Das ist aber ein großartig Ausdruck. Als viel gesehen, auch am Code Zivil, im Artikel 1382 ist vivant. Und da gibt es verschiedene Situationen, ich gebe hier schon, dass wir ein bisschen das alles durchgucken. Das ist, dass der Code Zivil schwätzt von einem Fehler, den ich mache. Wenn ich Fehler mache, dann durch eine Schuld kursieren, dass der Standard muss indemnisieren. Was fällt da alles drin? Es muss nicht einmal ein Fehler sein, es kann einfach ein Fett sein. Ich komme mit einem ganz banalen Beispiel. Ich gehe zu dir raus, ich habe mein Prabbel dabei, fängt mit Tränen, ich sperre mein Prabbel ab, an einem von der Spitzen geht einem, der gerade lernt, geht an den und der verliert sein Arm. Dann also große Schuldenstände durch mein Fehler, durch mein Feh, und dafür sind ich laut dem Code Zivil, das nach Artikel 1382, dafür verantwortlich. Und sie viele Leute, die das nicht wissen. An für allem wissen sie nicht, dass sie sich dagehend sollt assurieren. Wir haben die komische Situation, dass wenn ich mit einem Auto fahre, muss ich die versichern, sonst kommt nicht für die Kadi. Per Konto, was ich an meinem Leben so ausstellen, dafür muss ich nicht versichert sein. Was schön, dass wir das in sich, mengen ich gut kein so ein Deier, Assurance. Das ist dass die sogenannte Responsabilité civile familial, a priori. Voilà, RC, die berühmte RC, wo die ganze Familie aufgesichert ist. Und die dann dafür abkennt, wann ich das Schuld gemacht habe. Wenn ich eine Schuld kursiere. Wenn ich eine Schuld kursieren oder auch von der Familie. Dafür heißt es Responsabilité civile familial. Wenn zum Beispiel an der Fall geöffnet schon in der Vergangenheit ganz konkret, pro Kanner spielen dabei, up to no good, machen lauter Topischkeiten, und immer sind sie an einem Bauersänger Scheier, spielen da mit Fixfeier, und was muss geschehen, geschieht, die ganzen Boutique verbrennt, da steht vielleicht ein ganz teurer Traktor oder das Federband, was wertvoll ist. Da sind die Eltern dafür haftbar, dafür responsabel, und wenn dann die Eltern keine Assurance haben, da kann es dann für auch gut gehen. Das ist, in dem Moment müssen sie selber die Schuld indemnisieren, wenn es direkt hat. Weil sie keine Assurance haben. Also ganz wichtig, genau, ganz wichtig, immer kontrollieren, ob ein RC valable hat, voilà. Die ihn da gehen. Wir kriegen bei keiner Assurance eine Retrozession. Leider Gottes, das geht bei dir von Herrn Schwab. Wir merken, wann ich geliefert eine Responsabilité civil, familial für eine so Sache wie dem Doten aufgedeckt zu sein, weil es kann Millionen Sinistre gehen, ehe er sich versagt. Wäre auch vielleicht mal eine Idee vom Legislateur, hier für dort zu intervenieren, da die carrément so eine Assurance auch obligatorisch macht. Das wäre wahrscheinlich nicht die dummste Idee, die der Legislateur jemals gehört hat. Ja, absolut. Vielen Dank auch bei diesem Code Zivil zurückzukommen. Gibt es dann da bestimmte Konditionen, für dass die Responsabilität kann en Kurs gesagt gehen. Ja. Also Jurisprudenz, also in sich relativ einfach, es klingt wie immer kompliziert, aber das ist in sich ganz einfach. Was ich muss tun, also fait, ich brauche ein Dommage und ich brauche ein Lien causal, einen ursächlichen Zusammenhang. Das heißt, wenn man ganz konkrete Beispiele hören, ich mir mein Prabli ab an 50 Meter mehr weiter schreckt den dadurch fällt vom Trottoir, weil eventuell glückliche Säulen hört, das ist schon dafür nicht responsabel. Muss also einen ursächlichen Zusammenhang hinterstehen, was ich mache, Prabli ab, an dem Schuld, verloren. Voilà. Dem Moment, wo ich eine Fee habe, eine klare Fee, die bewiesen ist, natürlich, wie immer am Droit muss ich auch beweisen, dass der Fee oder der Fehler besteht. Den Dommage, den muss ich chiffrieren. Das kann nicht sein, schon mich aus der Frau, dann schwätzt man vielleicht streng von einem Dommage moral, den nicht analysieren ist. Er muss quantifiabel sein, aber wie gesagt, muss zwischen dem Fee an dem Dommage der richtigen Lien bestehen. Das sind unsere Grundbedingungen. Klingt an sich ganz einfach, wird aber riesen Band voll Jurisprudenzen okkasioniert, wo eben Diskussionen sind. Oh, schwätze schon wie Städte noch okkasioniert. Nee, es gibt ganz viel Jurisprudenz, wie dort sagen, nach für allem und Gerichte immer probiert, eine Lesung zu finden, die gerecht ist. Es gibt den Fall, das wäre Menge wo ist froh, 425 Jahre, wo einer bei dem anderen hilft,
e Schof zu schluchten. Die Zeit das dat nach gemerk. An sie willen dat Schof an de Keller go mat fir dort zu schluchten, an den Oper den Hölzelem empfangeren, an der Trab Schofel ausbrechen, rap dat an de verliert empfangen. Gut, da gebe ich normalerweise so ein Pech, gell? Ich meine, dass jo keine Fehler gemerkt, den huet eben ein Accident erlitten, fertig. Da hat Jurisprudenz daraus konstruiert, dass wir eine Konvention d'assistance, da hat ja die Männer Hilfe gelegt, und dafür wird dann dem Proprietär vom Schof seine Assurance, dafür haftbar an den Mann gouf dann noch indemnisiert. Das heißt immer rum, und dafür haben wir ja Gerichte, das bräuchte man sie nicht, weil immer eng Mathe wir. Da gibt es mal einen Fehler, mal einen Dommage, mal einen Kausal, kann man rechnen, was ein Dommage ist, wie heißt es, wir geben einen Expert, fertig. Das Problem ist eben ganz oft mehr kompliziert, weil dein Komportement kann ja auch beigedrohen zu dem Schuld. Ich hätte man probably nicht dann ausgestartet, wenn du nicht voilà, ob ein unverständlich oder anormal da weiß. Und da kann es ganz oft dann zum Delen von der Verantwortung. Wo gesagt wird, den einen hat 3 Viertel Schuld, bei den anderen hat eine Viertel Schuld oder Teilchen oder ein Drittel, was auch immer. Und das ist am meisten von den Richtern. Wie gesagt, Richter sollen am meisten als der Fee, als der Fehler, als der Fee, den bewiesen hast, gibt den Lien kausal, gibt den Dommage, wie heißt das den Dommage? Aber wen hat zu, was für Teile dazu beigedrungen? Ganz interessant ist natürlich, wie chiffrieren stehen, Dommage. Und da habe ich dann oft Rekur zu Experten. Die dann natürlich festhalten. Wie geht dann überhaupt so Schuld geraschen? Du hast einen Revenu, einen Ausfall von Revenuen oder gibt es Tabellen, wie ihn das festhält oder... Von Fall zu Fall. Heinz, das ist die Schuld ganz leicht zu chiffrieren. Wenn ich den West bei dir daheim aufstoßen an die als Futti, dann sind es haftbar für den Preis von der West. Und du hast eine Rechnung, weil du hast sogar am Louvre gekauft für 1 Million, dann hast du 1 Million. So. Dann hast du ganz klar. Aber ganz oft wissen wir ja nicht mehr, was das ein Objekt Haut wert oder was das Nachtwert. Und da gibt es einen Expert genannt. Wenn der Körper schuld ist, da gibt es meistens 2 Experten genannt vom Gericht, und zwar ein Mediziner, den man die Schuld beschreibt. Ist der wirklich verloren oder ist es attackiert, kann es nachheilen, wie viel Prozent Invalidität bleibt, wie viel ist temporär, wie viel ist endgültig. An der Basis von den Berechnungen von den medizinischen Experten haben wir einen Expert-Kalkulateur, den dann Berechnung mischt, wie hoch die Indemnisation ist. Und das ist wirklich komplex. Und das ist ein von den Themen, die man nicht können, 2 Minuten behandeln. Mir einfach eine kurze Werte. Es gibt einen Punktwert für Invalidität. Invalidität während einer gewissen Zeit, Invalidität, die ständig besteht. Es gibt eine Indemnisation von der Peng, die ich habe, von moralischem Schuld, eventuell von einem ästhetischen Schuld. Denke an ein junges Mädchen, das da mal eine Narbe am Gesicht behält. Da gibt es Schuld, dass ich etwas, was ich immer gerne gemacht habe und nicht mehr machen kann. Ich war ein großartiger Basketspieler und schon mir jetzt Hand verloren. Kann ich den Sport nicht mehr so ausüben oder ist nicht mehr gerne geschwommen, ich kann nicht mehr schwammen. Ich bin gerne gewandert, ich kann nicht mehr wandern. Ich wäre ein guter Maler, ich kann nicht mehr malen. Und all diese Schuld hängt dann ganz oft davon auf, auch von deiner persönlichen Situation. Ja, bei mir wird zum Beispiel gar nicht schlimm, meine Hand zu verlieren, wenn ich nicht Basket spiele. Ne? Wenn die links werden, ich kann darin schreiben, voilà. Ganz genau. So dass das alles abfließt, für Jahresstoffe und so weiter. Noch darüber gibt es Ben, auch zuletzt gibt es ganz gute Literatur, wo einfach auch gesagt wird, das kommen wir holen Fälle von den letzten Jahren, und wir vergleichen, ganz oft gesagt, dann Tendenzen, Richter basieren sich dann noch auf so Tabellen, und noch auch Experten basieren sich dann auf so Tabellen. Vielleicht eine gerne froh von der Responsabilität als solches. Wie weit ist die Zivilfroh von der Responsabilität aufhängig oder nicht aufhängig von eventuell einem strafrechtlichen Volley, den die Affäre eventuell auch hat? Ein ganz guter, wie ein ganz komplex froh. Ich kann als Affe meine Schuld geltend machen, sowohl am Rahmen von einem strafrechtlichen Verfahren, Beispiel, da sind durch Rot gerannt, an mir flattert ein Auto, da kann ich darauf werden, dass den poursuiviert wird, dann meine Schuld geltend machen. Ich habe aber auch das rein zivilrechtlich viel zu gehen. Es könnte auch zu Fällen, wo der Strafrichter zwar verurteilt, aber sich inkompetent erklärt, für
eng zivilrechtlich Kompensation. Das alles relativ komplex. Dafür, wenn wirklich Schuhe tut, gibt es verständliche Weh an der das bei einem guten Advokat. Bon, das wäre der nächste von der Responsabilität. Und ich freue mich, wenn er abschaltet, was nächstes heißt, von Fall zu Fall.